Und nach dem Flugzeug im Tagebau kommen wir jetzt zu einem Fund, der in Köln Geschichte geschrieben hat. Hier, darum geht's. Das Grabmal des römischen Legionärs Lucius Publicius, das Prunkstück des römisch-germanischen Museums. Die Geschichte seiner Entdeckung ist aber mindestens genauso spektakulär. Die Kölner Südstadt im Jahr 1965, vor genau 60 Jahren. Heinz Genz gräbt im Keller seines Elternhauses am Chlodwigplatz. Das Haus soll erweitert werden, er will Platz machen für neue Fundamente. Doch plötzlich stößt er auf einen Steinquader. Heinz' Bruder Josef hat uns erzählt, wie es dann weiterging. Ich weiß das noch sehr genau. Ich kam damals aus dem Urlaub zurück und mein Bruder berichtete, dass dort unten aus der Lehmwand, 4 Meter unter Kellerboden, ein Quader herausragte. Und als wir ihn umgedreht hatten, hatten wir vor uns den römischen Hirtengott Pan. Wir waren total fasziniert, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet hatten. Uns war aber sofort klar, dass dieser Quader so tief unten römischen Ursprungs sein musste. Und wir haben dann sofort auf Raten unserer Eltern am nächsten Tag das Römisch-Germanische Museum benachrichtigt, weil man solche Funde ja melden muss. Die Experten kommen, diskutieren monatelang, wie der besondere Fund geborgen werden kann. Die Brüder mit ihren Freunden bekommen ein Grabungsverbot. Sie aber entscheiden: Wir machen diese Grabung selbst und wir machen sie heimlich, damit wir nicht gestört werden. Nicht mal den Eltern sagen sie etwas davon. Und ich sehe immer noch die Faszination von meiner Mutter, die uns abends erwischt hat, und am nächsten Tag mussten wir dann unseren Vater unterrichten. Wenn der gesagt hätte Schluss, dann wäre auch Schluss gewesen, aber auch der war so fasziniert, aber nicht nur von den Römersteinen, sondern von dem Bergwerk, was wir mittlerweile unterm Haus gebaut haben, dass da also nichts zu befürchten war. Um bei der Stadt nicht aufzufallen, schütten sie den Lehm aus dem Keller in den Garten. Und sie bauen ein regelrechtes Bergwerk. Haben 2 Jahre lang gegraben, dabei 70 Quader aus dem Erdreich geholt, Gewicht zwischen 0,5 und 2 Tonnen, geborgen aus bis zu 9 Meter Tiefe. 2 von ihnen machen die statischen Berechnungen. Sie graben zwischen den ursprünglichen Pfeilern und Bögen, die das Haus tragen. Von all dem gibt es nur noch die Bögen im Keller zu sehen. Ihre Ausgrabungen, die kauft das Römisch-Germanische Museum für 500.000 D-Mark und rekonstruiert 1974 das Grabmal des Publicius. Imposant, aber auch korrekt. Der Sockel muss sehr viel niedriger gewesen sein, denn sonst hätte man diese herrlichen Statuen in der Ädikula, die weiter hinten standen, also nicht so wie im Römisch-Germanischen Museum nach vorne geholt, sondern weiter hinten in Nischen, die hätte man gar nicht gesehen, wenn man vor dem Grabmal steht. Es lässt ihn nicht los, das Grabmal des Publicius, das sie vor 60 Jahren ausgegraben haben. Auf jeden Fall. Hat mich also die ganze Zeit begleitet und ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber. Das ist eine Faszination, die kann man einfach nicht beschreiben und die begleitet mich aber schon mein Leben lang. Irre Geschichte, sowas möchte ich auch mal im Keller finden. Angucken können wir uns das Grabmal zurzeit allerdings leider nicht. Wegen der Sanierung des Römisch-Germanischen Museums ist das frühestens im Jahr 2030 wieder möglich.